Servus. Du bist der Anton, gell? Ja. Und der Fiete. Ist der Mama da? Die ist da drin wahrscheinlich, oder im Garten. Ja. Ja, hi. Was hast du da? Jungpflanzen. Meine Jungpflanzen, genau. Das kommen die ganzen Herbstkulturen. Ne? Der Feldsalat und Postelein, Frühlingszwiebeln, normale Petersilie. Christina Schäffler hat ihren Bürojob an den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht. Nicht weit weg vom Wohnhaus in Hildmannsdorf nahe Fürth bewirtschaftet sie jetzt einen 1000 Quadratmeter großen, gepachteten Acker. Mit dem, was drauf wächst, versorgt sie ihre Familie und andere. Im Freiland wachsen die. Die wachsen super im Freiland, ja. Jede Woche füllt sie ein paar Kistler mit Gemüse im Abonnement. Viel Arbeit. Warum sie sich die antut? Es kam halt dann einfach irgendwann die Überlegung auf, der Große kommt in die Schule. Wir haben keine Großeltern, die jetzt irgendwie in die Betreuung mit involviert sind. Und dann mit den Kindern wird es halt einfach Stück für Stück schwieriger, Beruf und Familie unter den Hut zu bringen. Ne? Also man will beiden gerecht werden, man will den Kindern gerecht werden, man will dem Job gerecht werden und irgendwann zerreißt du dich dann. Ne? Und dann kam die Überlegung, dass ich mich eben selbstständig mache. Und das hat sich dann so vor 2 Jahren rauskristallisiert, dass doch Gemüseanbau ganz interessant wäre. Und du bringst da wirklich immer 20 Kisten vor, oder wie viel hast du Kunden? Jede Woche 20 Kisten, genau. Ja. Ab Mai bis Ende Dezember. Ende Dezember. Und wenn es noch genug ist, machen wir auch im Januar noch ein bisschen weiter. Bringst du schon früh? Ja, im Frühjahr ist manchmal ein wenig schwieriger, ne? Also wenn dann die Witterung nicht gar so passt. Aber im Sommer ist es wirklich ganz einfach. Irgendeine Salatsorten ist immer mit drinnen. Und sonst schaue ich halt einfach, dass so zwischen 6 und 10 verschiedene Sachen drin sind. Neue Abonnenten stehen viele auf der Warteliste. Vor dem Tag, wo die Kunden abholen, schaue ich immer, was reif ist und schaue, wie man es ein wenig zusammenstellen kann. Schreibe mir das auf, schaue einmal durch, was da ist. Dann schreibe ich meinen Kunden einen kleinen Brief zusammen, was so der Woche passiert ist auf dem Acker. Mache noch ein Rezept mit rein. Das kriegen meine Kunden dann den Tag davor schon per E-Mail. Und am nächsten Tag ernte ich dann und dann Am Freitag ist Erntetag. Genau, Freitag ist Erntetag. Ernten tut Christina Schäffler normalerweise ganz allein. In den Ferien helfen die Kinder Anton und Fiete. Und ihr Mann Jens, wenn er Zeit hat, ist er auch am Acker. Du bist halt auch dabei, aber du hast ja Urlaub, hast du gesagt. Ich habe jetzt Urlaub, ja. Und wenn natürlich das Wetter passt, dann unterstütze ich natürlich die Christina. Aber sie macht alles allein. Also du bist nicht da richtig involviert in das Geschehen. Nee, also das ist ja ihre Sache und sie ist da wirklich von früh bis mittags unter der Woche wirklich komplett alleine tätig. Der Palm oder Schwarzkohl ist schön gewachsen. Vorm oder am Erntetag kommt auch was in die eigene Kiste fürs Mittagessen. Wir machen einen gebratenen Chinakohl mit Palmkohl und Pute. Und als Nachspeise machen wir Kürbisschichtdessert. Jetzt holen wir uns das, was wir brauchen. Holen wir einen Chinakohl, holen wir einen Palmkohl, holen wir gleich noch einen Kürbis, der da hinten ist. Und dann dann nehmen wir den mit. Einen Hokkaido-Kürbis braucht Christina für die süße Nachspeise, das Kürbisschicht-Dessert und auch für eine Beilage. Sie macht nämlich auch Kürbisspätzle. Gut, danke. Meerrettich wuchert neben dem Acker. Den braucht Christina fürs Hauptgericht, um das Putenfleisch und das Gemüse zu marinieren. Das Fleisch holt sie sich von einem befreundeten Landwirt am Ort. Sie spritzt ihr Gemüse nicht, deshalb soll auch das Fleisch, das sie verwendet, aus Biohaltung sein. Die Tiere von Stefan Tiefel haben ständig Zugang zu einer großen Weide- und Auslauffläche. Er betreibt Freilandhaltung, nicht wegen des Namens, sondern aus Überzeugung. Und er hat Christina Schäffler für ihren Gemüseanbau ein Stück von seinem Land verpachtet. Wie viel sind da? Das sind jetzt 250 Stück. Junge, genau. Die sind jetzt 4 Wochen da bei uns. Wir haben im etwas entfernteren Weide haben wir jetzt noch 60 Stück laufen. Die sind jetzt schon fast 30 Wochen alt. Da hinten? Genau, da hinten, ja. Und die sind jetzt gerade sozusagen an der Reihe. Wir haben alle 2 Wochen so 20 Stück, die wir schlachten und verkaufen. Genau. Und du bist der Verpächter, habe ich gehört. Ich bin der Verpächter, genau. Die Pacht läuft über Naturalien. Ja. Und wenn Wenn sie Fleisch will, dann nehmen wir noch ein bisschen weiter Gemüse. Das ist so das, genau. Und das funktioniert also, oder die Pacht reicht? Die Pacht reicht, wir sind sehr zufrieden. Wir sind sehr zufrieden. Also. Kohlköpfe oder was? Ich sage mal so, es kann natürlich immer ein wenig mehr sein, aber nein, wir sind sehr zufrieden. Wir kriegen reichlich Gemüse, das sehr gut ist. Also wir freuen uns sehr drüber.
Der Anton ist gerade bei den Gäns von Stefan Tiefel. Aber die Christina wollte sich ja ihr Putenfleisch holen. Brauche ich Das jetzt erweitern. Schnetzels, ja, Ach so, du brauchst jetzt ein Geschnetzels, Ja. genau. Ja, das ist auch kein Problem. Hast du Fleisch für mich dabei? Super. Ich habe ja gesagt, Danke dir. Christina Schäffler hat es immer eilig und schreibt daheim gleich den Rezeptflyer für die Kunden. Sie schlägt ja immer was vor. Diesmal gebratener Chinakohl mit Pute, Palmkohl und Kürbisspätzle und Kürbisschichtdessert. Also das ist Service. Ja, ich möchte ja, dass es auch so verwertet wird, dass es schmeckt. Ne? Und wenn die Leute nicht wissen, was es ist, dann ist halt auch schwierig, was Gutes draus zu machen. Da ist ein schöner Garten, ihr habt ja alles. Ja, wir haben Hühner, wir haben Bienen jetzt auch da. Dann jetzt seit Anfang des Jahres Imkern. Ja, sind naturnah gehalten. Dann haben wir auch so, Igel sind da, Wildbienen sind da. Wir haben eigentlich alles, was so kreucht und fleucht mit hier. Ja. Ja, der Acker ist der Garten im Großen halt. Genau. Im Prinzip habe ich es einfach vergrößert. Ne? Also was ich hier im Kleinen gemacht habe, habe ich jetzt zehnfacht. Ja. Ja, was mich interessiert hat, ist natürlich, wie geht es jetzt dann, dass man das machen kann? Ich bin offiziell Landwirt. Also das, was ich mache, ist Urproduktion. Also ich kann kein Gewerbe anmelden. Das heißt, ich habe eine Steuernummer beim Finanzamt und bin bei der Sozialversicherung für Landwirte gemeldet und bei der Berufsgenossenschaft für Landwirtschaft. Ich kann als Landwirt auf gewisse Pauschalierungsgrenzen zurückgreifen und komme da steuerlich eigentlich recht gut weg. Kann im Prinzip jeder machen. Also du hast keine Ausbildungs- oder Meisterpflicht auf dem Beruf. Jetzt geht's ans Kochen. Die Rezepte sind übrigens nicht abgeschrieben. So, das hast du schon gemacht und fotografiert und so. das haben wir schon. Das ist dein Rezept. Genau, mein Rezept, ja. Ja. Also bin ich gespannt. Der schöne, feste Kürbis ist heute der Hauptdarsteller. Genau, ich schneide jetzt den für die Nachspeise schon mal. Wir nehmen jetzt den Chinakohl, den wir vorhin geerntet haben, befreien ihn vom Strunk und schneiden dann in Streifen. Das gleiche machen wir mit dem Palmkohl. Und das Geschnetzelte, das wir vorhin beim Stefan geholt haben, das braten wir an. Und dann dünsten wir alles miteinander an. Und dann kommt eine Marinade drüber. Die Marinade hat als Grundlage Zitronensaft. Zudem kommt noch einiges hinzu, damit der Kohl und das Fleisch geschmackig werden. Knoblauch haben wir und den Meerrettich müssen wir rein. Eine Sojasauce brauchen wir mit rein. Und dann dünsten wir das alles miteinander an. Und dann machen wir nur die Spätzle. Da brauchen wir einen Kürbis. Dünsten wir mit ein bisschen Wasser weich und mixen das dann, dass wir Püree haben. Und das mischen wir dann mit Mehl und Eier und ein bisschen an Salz. 5 Eier kommen rein zu 400 Gramm Mehl. Normalerweise machen die Eier einen Spätzleteig gelb, aber mit den 200 Gramm Kürbispüree wird er erst richtig gackerl oder gruselgelb. Einmal aufkochen und dann sind sie fertig, Dann oder? sind schon fertig. Fein, der Kürbis mit Mehl und Eiern als Spätzle und der Kürbis mit Zucker und Orangensaft als Dessert. Die süße Creme wird mit einer sahnigen Frischkäsemasse in Gläser geschichtet und mit honigsüßen Karamell-Haferflocken bestreut. Und jetzt ist Essen fertig. Alles mit eigenen, frischen und regionalen Zutaten gekocht. Weil der Papa viel will. Danke. Guten. Einen guten, lass Das dich ist schmecken. Schon. Richtig. Aber die Spätzle sind auch fantastisch. Den Kürbis schmeckt man nicht, ne? Ja, Das ist echt aber Kürbis. schöne Farbcremes. Und als Nachtisch gibt's Kürbis. Also, Ja, als Nachtisch gibt's Kürbis. Anton und Fiete schmeckt er wohl so am besten. Die 2 Burm sind schon gern dabei beim Ernten, aber in Zukunft gemeinsam nur noch in den Ferien. Das sind echt viele Tomaten, ja? Ja. Der Anton geht jetzt in die Schule, aber der Fiete hat noch ein bisschen Zeit, bis er das Schreiben und Rechnen lernt. also die werden schon zählt, gell? Oder? 8, 10, 12. Genau, bei manchen Sachen muss ich schauen, dass ich wirklich für jeden einen oder 2 habe. Da schaue ich dann. Ein paar brauchen wir noch, Anton. Ein paar Paprika. Und hier? 6 Stück mal noch. Am Erntetag muss alles schnell gehen, denn nachmittags stehen die Kunden vor der Garage. So, jetzt, Anton, haben wir es komplett. Los geht's. Ich kann nicht so gut
Rasch alles ins Auto und heim. Da wird dann noch gewogen, sortiert und gewaschen. Immer am Freitag ab 3 Uhr ist alles bereit zum Abholen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie groß das deine Kistel da Ja, dann sind. packen wir dann gleich mal eine miteinander. Lass das du mal die schweren Sachen rein. Und wenn der Kunde kommt, wird packt. Genau, dann packe ich es immer zusammen. Jeder hat sein Kistler, das er wieder mitbringt. Draußen vor der Garage ist schon die erste Kundin, für die das Kistler gepackt wird. Palmkohl kommt diesmal auch mit rein. Und schau mal, sogar Palmkohl für die Annike, ein Lieblingseintopf. Echt? Machst du den gerne? Ja, sehr gerne, ja. Ne, den kennen wir erst durch dich. Vorher kannte ich keinen Palmkohl. Das wollte ich gerade fragen. Also da gibt es schon besondere Sachen, oder? Ja, Die sehr man- besondere Sachen. Also man lernt hier sehr viel Gemüsesorten kennen, die man in den normalen Läden nicht kaufen kann. Also voll zufrieden. Sehr zufrieden. Bin seit Anfang an dabei und ich hoffe, sie macht das noch viele, viele Jahre. Dankeschön, ebenso. Ja, und nächstes Jahr wird die Anbaufläche noch ein bisschen größer sein.